kommen wir zum Kapitel Kompost. Ich habe hier jetzt ein Bettchen, habe ich Unkraut weggenommen. Das sollte man nicht zu gross sein. Wenn etwas zu gross ist, nimmt man eine Schere und verhauen. Und dann tut man dann das in den Kompost anlegen. Und zwar der Kompost, das ist klar, das ist nachher einmal, gibt das einmal Erde. Das tue ich euch dann zeigen. Viele Leute rühren den Kompost, einfach solche Sachen rühren die nachher in den Kübel rein. Und dann wird das abgeführt. Und das ist halt schade. Ich könnte nachher schauen, was ich schon für schöne Erde. Ich jetzt das bei mir häckslern. Ich habe so einen Häcksler, das ist natürlich super, aber ich habe einen grossen Garten, wie man hier sieht. Und da muss man einfach einen Häcksler haben. Wenn man das jetzt durchlässt, sieht das nachher aus. Das ist natürlich viel schneller verrotten und das ist ein grosser Vorteil. Man kann ihn schneller wieder brauchen, den Kompost. Am Anfang hatte ich 2 solche Kompost und das ist mit der Zeit einfach dann zu wenig geworden. Man kann hier natürlich auch solche kaufen. Es gibt solche mit einem Gitter, wo man muss auskleiden mit einer Plastikfolie, dass der Kompost nicht austrocknen, weil dort muss immer ein bisschen feucht sein. Man muss ihn dann auch decken, wenn es regnen würde, dass nicht einfach alles Wasser da reinkommt. Aber er muss natürlich immer ein bisschen feucht bleiben. Das ist nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt hier schon ziemlich viel Kompost reingerührt. Und ich tue immer vorne einen sogenannten Rottehaufen. Das ist einfach Zeug, das ich gehäckselt habe. Also ich tue das auch nehmen, rühre es jetzt hier auf den Haufen her. Also ich tue gar nicht auf den eigentlichen Kompost, sondern einfach einmal auf den Haufen. Und dann, wenn man das nächste Mal Rasen mähen, dann nimmt man den Rasen. Das habe ich jetzt vorgestern gemacht. Also natürlich schon am gleichen Tag machen. Da habe ich jetzt Rasen. Und den Rasen tue ich jetzt mischen mit dem das. Ich tue das jetzt einfach auseinander. Ihr seht, dass da unten ist schon ein bisschen verrottet. Also verrottet ist aber viel gesagt. So. Und jetzt rühre ich da einfach Gras drauf her. Ich kann ziemlich viel drauf tun. Macht nichts. Und jetzt müssen wir das noch ein bisschen feucht machen. Ich hole jetzt eine Spritzkanne, jetzt mit dem Wasser ein bisschen netzen, weil das Gras wird heiß, wenn es nass ist. Es darf nicht allzu nass sein. Und was noch wichtig ist, der Kompost, der jetzt hier liegt, der ist schon relativ fest verrottet. Und dort tue ich einmal zuerst noch ein bisschen Erde, noch ein bisschen Gras drauf und das mischen mit der obersten Schicht, etwa mit so 15 cm. Gut mischen, ein bisschen Wasser drüber rein, weil diese Schicht hier oben die wird nicht heiß. Warum muss der heiß werden? Es geht darum, dass ein grosser Teil der Samen, die zum Beispiel beim Unkraut dabei sind, dass der dann anfängt zu keimen. Und dann hast du nachher das ganze Bettchen, wenn du den Kompost auf das Bettchen verteilen fängt dann an zu keimen und dann ist alles verbrüht. Ja, das auch noch machen. Dann nehme ich das dahinter. Jetzt tue ich das hier mischen mit dem hier, das jetzt schon verziehen ist. Man kann sie auch vorne nehmen, das wäre die andere Möglichkeit. Meistens mache ich es so, nicht da drauf mischen, sondern da vorne mischen, ist ringer. Jetzt zeige ich euch gerade noch etwas. Da ist jetzt schon Kompost, der ein bisschen verrottet ist da drunter.
Jetzt seht ihr, da habe ich jetzt ein bisschen Helferchen drin. Da sind jetzt die roten Kompostwürmer. Da hat es noch sehr wenig drin. Da hat es manchmal in so einem Ding hat es etwa 20 solche Würmer. Und die Würmer fressen den Kompost fressen und lassen ihn wieder hinten raus, als verdaut. Und das gibt nachher eine gute Erde. Da haben wir noch einen Kompost, den man kaufen kann. Das ist ein Doppelwandlungsprodukt, das die Wärme gut halten und für das auch im Winter kann den Kompost zersetzen oder verrotten. Und ihr seht jetzt da, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe jetzt genug Kompost, darum habe ich auf einen jetzt 3 Zigetti gesetzt, so manches Jahr. Das ist jetzt der Kompost, den ich am letzten aufgefüllt habe. Und zwar habe ich etwa so hoch aufgefüllt, das was wir jetzt hier unten haben. Das war ungefähr vor einer guten Woche. Jetzt ist der schon 10 cm runtergesunken. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt da nicht der Hügel drauf da hat, wäre nachher die Zugetti müssen zum Kompost austun. Und darum habe ich das so gemacht, so einen Kübel, wo ich Komposterde rein tue und da drauf steht. Jetzt geht das immer tiefer ab und wahrscheinlich wird das etwa bündig sein dann im späten Sommer, wenn die Zugetti nicht mehr gut sind. Das ist jetzt der Kompost, den ich umgeschaufelt habe, respektive den ich mit dem Gras gemischt habe. Das habe ich jetzt aufgeschichtet. Man sagt meistens etwa 50 cm sein oder 30 cm und dann wird er warm, wenn man eben nasses Gras oder feuchtes Gras drin hat. Es ist wichtig, man darf nicht zu feucht sein, die Mischung, sondern man sollte einfach das Gefühl haben, wie wenn es ein ausgedruckter Schwamm ist. Dann ist es gut. Jetzt habe ich hier vorne schon angefangen wieder mit einem Rottehaufen, wo ich jetzt wieder Gartenabfall, aber auch also Rüstabfall vom Haushalt da drauf hergehe. Und dann passiert das, wie ich gesagt habe, wieder man mischen, so wenn man Gras wieder mähen, tut es nachher wieder drauf schichten. Aber die oberste Schicht einfach zuerst wegnehmen und auch noch dazu mischen mit Gras, weil die wird jetzt nicht heiß, wie es ist an der Oberfläche. Und jetzt decke ich das einfach mit so einem Fries ab. Das ist so ein ganz dickes Fries. Das ist einfach der Vorteil, das lässt nicht so viel Wasser durch und doch so viel Wasser, wie es eigentlich braucht. Am besten wäre eigentlich jetzt zum Beispiel, wenn ich es hier habe, dann sieht man, da habe ich einfach einen alten Tisch drüber da und dann muss man halt auch sehen, wie feucht das der Kompost dann sonst ist. Dann kommen wir jetzt gerade hier zum fertigen Kompost. Der Kompost wird einmal Minimum im Jahr umgeschaufelt. Ich tue ihn meistens im Herbst, aber noch besser, wenn man es nachher mehr umschaufelt. Dann je mehrmals, wenn man ihn zweimal umschaufelt, tut er schneller zerrotten. Dann kann man ihn im Garten raus tun. Wichtig ist noch, wenn man ihn im Garten raus tut, sollte man den immer sofort mit der anderen Erde mischen. Und er sollte dann, wenn man ihn im Garten tut, sollte er keine rote Kompostwürmer mehr haben. Weil sonst gehen die Würzer abpressen bei den Pflanzen und dann hat man auch nicht gerade viel davon. Und der Kompost ersetzt natürlich auch Düngemittel. Das ist wichtig im biologischen Gartenbau, dass man da nicht zu viel Dünger drin hat. Aber es braucht auch im biologischen Gartenbau braucht es ein bisschen Dünger und da gibt es gute biologische Mischdünger, die man gerade miteinander wo schon gemischt ist und da ist noch von Vorteil, also wenn man einen Haufen Sachen braucht, die man da drauf tut. Also und das ist jetzt einfach schon der grösste Teil, den ich jetzt gebraucht. Der war im Frühling da oben, etwa 50 cm und das habe ich jetzt alles im Garten verteilt. Und wenn wir das anschauen, ich nehme da so eine Schaufel voll. Und da hat es jetzt halt noch relativ grosse Sachen drin, die noch nicht verrottet sind. Und da mache ich so, dass ich da so ein Sieb und dann tue ich einfach da sortieren. Nachher tue ich es in ein Gefäß hineinsieben. Ich tue es jetzt einfach so an den Boden runtersieben. Und dann ist da relativ feine Erde. Und da kann man nachher auch das Zeugs drin setzen. Pikieren, wenn ich ja das gezeigt habe. Wenn man die Pflänzchen vereinzeln, nachdem man es gesät hat,
Und das da, was zurückbleibt, das tut man wieder auf den Kompost, der am Verrotten ist. Und das sind so Teile, die dann nachher im Kompost ein bisschen luftig machen, weil das Holz tut nicht so schnell verrotten wie, sagen wir mal, Gras oder wie Pflanzenreste.